Und eurer neuen Mutter, der Wendy, baut ihr ein eigenes Haus. Ihr könnt sofort anfangen, ein Häuschen aus Holz. Die verlorenen Buben haben sich so über ihre neue Mutter gefreut, dass sie den ganzen Tag gearbeitet haben wie wild. Und am Abend haben sie ein allerliebstes Häuschen gebaut für die Wendy. Sie haben ihnen aber auch ihre Höhle gezeigt. In der Mitte war ein abgesägter Baum als Tisch. Und ringsum hatte es farbige Pilze. Das waren Stühle. Auf dem grössten und schönsten Pilz hat Wendy sitzen. Geschlafen haben die verlorenen Buben auf einem riesigen, breiten Bett, alle nah beieinander wie Sardinen. Nur der kleine Michael hat in einem aufgehängten Körbchen geschlafen. Ein Eingang hatte die Höhle nicht gehabt. Man musste durch hohle Bäume innen und raus klettern. In der Nacht hat Wendy in ihrem kleinen Haus geschlafen. Der Peter Pan hat auf sie aufgepasst. Im Wald haben nämlich die Wölfe gehüllt. Und weiter weg hat man Piraten gehört ihre Lieder singen. Die Wendy ist jeden Tag mit den Buben schwimmen in einer wunderschönen Bucht, wo auch die Seejungfrauen gelebt haben. An einem schönen Tag sind alle Kinder auf dem Felsen an der Sonne gesessen. Die Seejungfrauen sind nie herum. Vielleicht haben sie gemerkt, dass etwas Gefährliches auf sie zukommt. Auch der Peter Pan war an dem Tag aufmerksamer als sonst. Das Meer ist plötzlich unruhiger geworden und grosse Wellen haben am Felsen geschlagen. Da taucht ein Boot auf. Der Peter Pan ruft: «Piraten! Versteckt euch am Ufer, hinter dem Felsenvorsprung!» Das Boot kommt näher. Der Peter Pan sieht, dass es ein Boot vom Piratenschiff ist. 2 wilde Seeräuber sind drin gehockt und zwischen ihnen Gefangene. Ein wunderschönes Mädchen mit langen, schwarzen Haaren. Der Peter Pan ist verschrocken. «Das ist ja Tigerlili, Tochter vom Indianerhäuptling. Sie wollen sie auf der Insel aussetzen und wenn die Flut kommt, muss sie vertrinken, weil sie nicht wegschwimmen kann.